Gleich ist es soweit. Bei Daniela Kienle vom Verein Zuflucht für Tiere haben sich Interessenten angekündigt. Wenn sie Glück hat, wird sie heute für einen ihrer Schützlinge ein neues Zuhause finden. Man kennt die Leute ja meistens vorab nur vom Telefon und nicht persönlich. Und natürlich ist das jedes Mal wieder aufregend und spannend, wie das dann alles klappt. Wir haben teilweise schon auch jüngere, leicht vermittelbare Tiere, aber auch viele alte Tiere oder auch viele Tiere mit Behinderung. Zum Beispiel einen blinden Hund oder einen, der nur ein Auge hat. Klar, und für die freuen wir uns natürlich dann besonders, wenn sie ein gutes Zuhause bekommen. An die 30 Hunde, viele Katzen, aber auch Hasen und andere Tierarten leben derzeit auf dem Gnadenhof in Kempten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ihre früheren Besitzer mussten zum Beispiel umziehen und konnten sie nicht mitnehmen. Andere waren mit der Haltung überfordert. Die meisten Hunde hier kommen allerdings aus Rumänien. Sie hatten noch nie einen Besitzer. Natürlich tun wir alles jeden Tag, dass es den Tieren hier so gut wie möglich geht. Aber wir müssen ja wieder neue aufnehmen können und darum gehört die Weitervermittlung einfach mit dazu. Doch ob ihr das mit dem Weitervermitteln heute gelingen wird? Jetzt, hallo, Familie Erich und Renate Bartenschlager sind zusammen mit ihrer Enkelin Mila und ihrem Hund Dani gekommen. Weil der aber die anderen Hunde auf dem Hof zu sehr aufregt, muss er zurück ins Auto. Aber warum suchen die Bartenschlagers überhaupt einen zweiten Hund? Unser Danny, der ist schon jetzt bald 10 Jahre. Und da hätte ich halt gern für ihn jetzt noch einen Kameraden, weil er mit anderen Hunden, wenn er beieinander ist, ist er viel aktiver und freut sich einfach mehr des Lebens. Gell? Und wenn er nicht mehr ist, dass ich dann noch einen hätte. Gut, dann schauen wir die Hunde mal an. Wollen wir zuerst zu denen raufschauen und dann können wir dann unten weitermachen. Ja. Daniela zeigt der Familie ihre Schützlinge. Doch die präsentieren sich nicht gerade von ihrer besten Seite. Renate findet sie außerdem zu groß. Ich muss den Hund ja auch heben. Und ich bin ja jetzt nicht mehr so ganz jung. Und da ist jedes Kilo, was sie mehr wiegen. Man muss zum Tierarzt, man muss es ins Auto heben. Sie sind krank. Und es wäre wichtig, dass der Hund gern Auto fährt. Weil wir haben ein Wohnmobil und fahren natürlich jetzt in Rente. Möchten wir schon ab und zu mal die Welt noch ein bisschen erkunden. Und da sollen ja die Hunde auf jeden Fall mit. Gehen wir zu den ruhigeren Mädels. Ich glaube, die sind ruhiger. Vielleicht läuft es ja bei den anderen Hunden besser. Das ist die Hula, die käme vielleicht sogar noch besser in Frage. Also das ist ganz süß. Mei, du bist ja auch so nett. Straßenhündin Hula aus Rumänien. Genau. Ja, sie ist noch ein bisschen ängstlich. Aber Renate sehr zugetan. Ja, so fein. Sollen wir sie dann einfach mal rausholen, dass wir eine Runde Gassi gehen können? Oder schauen, wie es mit ihrem Hund dann auch klappt, wie die sich verstehen? Keine Angst, alles okay. Für Hula ist es die erste Probe. Ob der andere Hund sie gut riechen kann? Ui. Der Anfang wäre gemacht. Schwer zu sagen, wer sich hier mehr freut. Enkelin Mila oder die Hündin Hula? Ist schon süß. Die Chemie scheint zu stimmen. Trotzdem ist Daniela immer erst mal vorsichtig. Wir geben die Tiere natürlich nicht gleich ab. Die Leute gehen immer mit den Hunden Gassi erst und dann wird eine Platzkontrolle gemacht, dass man einfach sieht, in was für ein Umfeld sie kommen. Und dann können die Menschen die Tiere übernehmen. Seit 1994 gibt es den Verein Zuflucht für Tiere. Und seit 1999 diesen Hof, der von einem Großspender gestiftet wurde. Alle Tiere werden hier artgerecht gehalten. Ihr Futter sowie das Gehalt von Leiterin Daniela und den beiden Halbtagsangestellten Adeline und Danielas Schwester Sonja werden aus den Beiträgen der rund 700 Mitglieder des Vereins finanziert. Warum aber sind hier so viele Hühner? Die Hühner kommen aus einer Legehaltung. Die werden eben normalerweise nach einem Jahr aussortiert, wenn die nicht mehr genügend Eier legen. Und dann werden die normalerweise geschlachtet. Schon als Kind hat Daniela sich gerne um Tiere gekümmert. Unsere Oma hat einen Bauernhof gehabt und da gab es immer viele Tiere. Wenn in der Nachbarschaft irgendjemand ein Tier nicht mehr wollte, dann ist es meistens bei uns gelandet. Eigentlich hat sie ja Bürokommunikation gelernt.
Doch dann hat sie 2005 den Gnadenhof für sich entdeckt. Sie lebt auch hier, eher zurückgezogen mit ihrer Familie. Nur so kann sie ihr enormes Arbeitspensum bewältigen. In der Früh um 5 geht's los hier und abends wird es manchmal schon 8 oder im Sommer sogar 9, wenn es länger hell ist, bis alle Tiere versorgt sind. Ja, es ist schon immer sehr, sehr viel Arbeit hier. Die Bartenschlagers sind vom Probespaziergang zurück. Oh, wie süß. Ich glaube, die Hula hätte sich schon entschieden. Und Renate und Enkelin Mila? Ich denk schon. Also wenn man mal okay dazu gibt, dann schon. Du musst ja. okay sagen. Ich mache auch 1 Million Hausaufgaben. Das hängt ganz viel davon ab, ob er wirklich im Auto mitfährt, ob er da sich ruhig verhält, sonst scheitert es. Ob Hula das hinkriegt? In einer Woche wollen die Bartenschlagers mit ihr Probe fahren. Der Tag der Entscheidung. Hallo. So, und heute geht's auf zur Probefahrt. Das machen wir jetzt. Probieren wir das Ganze. So, Esin, komm doch mal. Doch Hula will nicht ins Auto. Sie zittert am ganzen Leib. Das Auto ist ihr nicht geheuer. Deshalb versucht sie sich wegzuducken. Musst du keine Angst haben. Nein, alles fein. Alles fein. Mila fiebert mit. Und los geht's. Erich versucht so vorsichtig wie möglich zu fahren. Schon ängstlich, gell? Aber das ist natürlich alles neu, total neu. Aber gute Nachricht, Sie spuckt nicht. Zumindest habe ich jetzt nicht das Gefühl, sie speichelt nicht. Also das ist schon mal positiv. Gell? Und sie zittert jetzt auch nicht mehr. Das packt die schon. Auf jeden Fall. Wir werden das eben jetzt üben. Und nochmal üben und üben. Kleine Strecken mit schönen Spaziergängen verbinden, wieder heimfahren und so steigern das Ganze. geschafft. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Gell? Die Entscheidung ist gefallen für Hula. Schwere Brocken. Ja. Für Daniela heißt das Abschied nehmen. Wir lassen von uns hören. Ja, Gell? Ihr kriegt deins. auf jeden Fall Fotos und Infos, wie sie sich einlebt. Wunderbar, freut mich sehr. Wir freuen uns über jeden guten Platz für ein Tier. Dann können wir wieder weiteren Tieren helfen, haben wir wieder Platz für neue.